Nun, ich schätze, wir werden keine Geldprobleme mehr haben. Dafür haben wir gesagt, was ist das für geile Karre? In der letzten Folge. Und heute geht's dann an die Investitionen. Die absolut nichts mehr bringen, aber ich hab's gesagt, ich möchte es rum. Alle Businesses, die möglich sind. Und jetzt klappern wir erstmal von Michael die ganzen charakterspezifischen Businesses ab. Mit dem Doppler Kinopalast fangen wir auf für 10 Millionen. Oh Mann. Ja, Michael hat halt anscheinend mehrere so Kino-Dinge. Der wöchentliche Gewinn beläuft sich auf 132.200 $. Das ist schon heftig, oder? Ja, dabei muss man halt aber auch sagen, dass es trotzdem einige Ingame-Wochen dauert, bis sie das refinanziert. Aber scheißegal, ich möchte es einfach nur haben. So nämlich. Und ein bisschen Blut. Sehr geehrter Mr. DeSanta, seit über 7 Jahren bin ich jetzt Geschäftsführer im Doppler Kinopalast und wollte Sie persönlich als unseren neuen Besitzer willkommen heißen. Ich sage immer, das hier ist das wahre Filmgeschäft von Vinewood. Bitte kommen Sie doch bald vorbei und schauen Sie sich einen Film an. Kostenlos natürlich. Mit herzlichen Grüßen, Patrick. Also mit diesem Geschäft können wir jetzt kostenlos Filme drin anschauen. Juhu. So, weiteres Michael Oni Business ist 10 Cent Filmtheater. Für natürlich doppelt so viel wie der Doppler. Ha! Oh Mann. Und ich gehe mir stark davon aus, dass wir da oh, 264! Schisch! Ich gehe mir stark davon aus, dass wir jetzt da kostenlos Filme schauen können. Das ist natürlich auch eine richtig geile Sache, aber ihr merkt schon, selbst 20 Millionen, deren uns heute einfach nicht so richtig weh. Hallo Michael, ich hoffe, es ist okay, wenn ich dich einfach duze. Wir haben es nicht so mit Formalitäten hier am Filmtheater 10 Cent. Ich wollte mich sowieso nur kurz vorstellen. Ich bin der Geschäftsführer des 10 Cent und damit dein Kontaktmann für alle Fragen. Glückwunsch nochmal, dass du unser neuer Besitzer geworden bist. Jetzt müssen wir nur noch einen Weg finden, die Leute dazu zu bringen, ihre Filme nicht mehr online zu klauen, sondern wieder ins Kino zu gehen. Aber ich schätze, das ist dann mein Problem. Bis bald, Santiago. So, und das Tivoli Cinema ist halt einfach kompletter Beschiss. Pass mal auf, Kaufpreis 30 Millionen, 3-mal so viel wie das Doppler Cinema und hat aber auch fast gleiche Einnahmen. Ist das ein Beschiss, Mann? Ja, yeah, weiterer Spot für kostenlose Filme. Ja, keine Ahnung, aber ich meine, das Ding ist, wenn man jetzt mal so schaut, wenn so eine Ingame-Woche vorbei ist und du einfach so 500.000 einfach so reinkriegst, dann ist das halt auch geil. Klar, wir haben unfassbar viel investiert, aber scheiß egal. Hey, wir hatten hier so scheiße gepackt. So, für Trevor habe ich mir entschieden, den Autoschrottplatz zu kaufen. Der ist übel beschissen, weil du dafür wieder irgendwie extrem viele Autos ausschlachten musst, damit du da irgendwie wieder Money bringst. Dafür kriegt er noch gleich ganz was anderes. Genau. Also, einfach nur damit es gekauft ist. Sehr geehrter Mr. Phillips, mein Name ist Wesley. Ich bin der Vorarbeiter Ihres Schrottplatzes. Eins muss ich Ihnen sagen. Sie sind genau zur richtigen Zeit in diese Branche eingestiegen. Da die Wirtschaft und Automobilindustrie in der Tonne sind, boomt der Schrotthandel. Wenn wir jetzt noch die örtlichen Banden davon abhalten könnten, uns abzuzocken, könnten wir auf dem ganzen Weg zur Bank lachen. Aber jetzt ist nicht die Zeit, über diese Probleme zu reden. Um die kümmern wir uns, wenn sie akut sind. Beste Grüße. Ja, also wie schon gesagt, da muss man halt was dafür tun. Und das machen wir nicht. Wer kriegt das Styest Business? Trevor. Der Golfplatz für 150 Millionen. Alter, das ist mal eine Hausnummer, verdammte Scheiße. Aber dementsprechend ist der wöchentliche Gewinn ja recht hoch. Trotzdem, ey, Peanuts. Peanuts für uns. Der ruft sogar. Oh. Hello, Mr. Phillips. My name's Raymond. I'm the general manager at the Golf and Country Club. I wanted to personally welcome you as the new owner. If you had played here, I apologize for any poor treatment on our part. We had no idea you were this rich. Hell, now you do. And Raymond, I assume I don't have to worry about that silly dress code anymore, and obviously I play for free. Of course. Well, maybe not free. It is a business, after all. We have books, but heavily discounted. Congratulations again, Mr. Phillips. Ach, come on. Klar haben wir Bücher, aber da kann man ein bisschen was fälschen. Ihr Hunde. Achso, er hat wenigstens den Anstand, ruft selber. Oh, weißt du? Die anderen haben alle nur so eine Nachricht geschickt.
Wow! Ey, das war scheiße knapp. Ich habe meine Hand nicht richtig auf Maus und Tastatur gehabt und dann... So, und für Franklin schaut es jetzt so aus. Der Kollege kriegt das gute Tequila La. Da hat schon so einige gute Schlägereien gegeben. Oh yeah. Keine Ahnung, Tequila La ist halt immer übel geile Bar. Oder... Guck mal, Club-Song. Eigentlich ein bisschen mehr eine Bar, der Song. Ja, yeah, aber wieder Peanuts, verdammte Scheiße. Warte, kommen da einige jetzt? Nein. Schade. Hätte ich jetzt echt gern gemacht. Besitzer des legendärsten Rockclubs der Stadt. Okay, Rockclub muss man sagen. Hallo Mr. Clinton, mein Name ist Cody und ich bin der Clubmanager im Tequila La. Ich wollte nur kurz meinen neuen Boss guten Tag sagen. Sie haben ein Stück Geschichte gekauft, Mann. Verdammt cool. Ich halte Sie natürlich auf dem Laufenden. Rock on, Cody. Und was kriegt er noch? Die Pitchers? Was sind denn hier Pitchers? Oh. Hey. Ich wollte es gerade kaufen. Alter. Ich wollte es kaufen. Ah, und jetzt? Pisser. Hat's mir verdammt, das ist Mailan hier. Wir herrschen jetzt andere Regeln, Mann. Ja, schau zu, wie du jetzt laufen kannst. So. Das Pitchers. Das Etablissement versorgt die durstigen Bürger von San Andreas. Bars, Lapdancing. Ah. So. Oh, okay. Ja, natürlich haben wir das nur gekauft, damit hier wir gut die Geschäftsführung sind. Ja, nicht jetzt so von wegen Eigennutzung oder sowas. Eigenbedarf. Haben wir natürlich nicht. Guten Tag, Mr. Clinton. Ich hoffe, Sie haben nichts dagegen, dass ich mich auf diesem Wege an Sie wende. Ich bin der Geschäftsführer des Pitchers, daher wollte ich mich mal vorstellen. In dem Laden gibt es keine Minute Langeweile. Das kann ich Ihnen sagen. Es gibt einen guten Grund, warum wir die Fensterscheiben geschwärzt haben. Ich wollte Ihnen nur kurz gratulieren. Wenn Sie mich brauchen, bitte einfach melden. Ich bin hier. Bis bald, Luke. Ja, so ein Drecksau, oder? Exakt. Genau so muss eine Beziehung laufen. Sie nutzt das ganze Bett. Die dumme Sau. Na, Spaß. Komplett vergessen, dass wir mit Michael doch noch ein paar andere Besorgungen machen müssen. Es geht natürlich immer noch um Immobilien, verdammte Scheiße. Dave? Michael! What? Davey. Are you behaving yourself? Oh, but of course. And how are the kids? They're good. I actually mean that. Amanda, too. How's work? Work, it's fine. Better than fine. It's good. Had a few lucky breaks. Look after yourself, Mike. You too, Davey. You too. Oh, crazy. Damit haben wir jetzt nicht gerechnet, dass der Nummer ruft. Er hat doch eigentlich so eine Nachricht geschrieben, so von wegen... Ja, hoffentlich sehen wir uns nimmer. Wir müssen mich noch eine Garage holen. Das ist jetzt die Garage für Michael. Da können wir jetzt 4 Autos storen, so wie das mitgekriegt habe. Sehr, sehr wichtig. Das Ganze brauchen die anderen natürlich auch. Trevor kriegt seine Garage in Strawberry. Ich schätze mal, da kommt ein Unterschied. Ich glaube, das sind einfach genau gleich. Aber vom Innenleben her oder so. Perfekt, dann passt das auch. Alright, sweetie, I'll see you next time, alright? Bye. What? What? Du euer Player. Was ist jetzt mit Talisha eigentlich? Ah, lange Nacht gehabt, oder? I see. Die haut schon um 6:30 in der Früh wieder ab. Ah ja. So, und das ist Franklins Garage. Ich habe so festgestellt, dass jeder irgendwie eine bestimmte Garage haben kann. Also die sind schon vorgeben. Ich bin davon ausgegangen, dass das wie im Online-Modus ist, aber da können wir ja wirklich spart drauf, dass das einfach ganz anders ist. Gut, das ist ja das Coole, weil wir immer schon dabei sind. Können wir jetzt ja das erste Mal ein bisschen Online-Shoppen machen, ne? Schauen wir mal, was da so gibt. Und natürlich gehen wir auf Legendary Motorsports und füllt dann noch den teuersten, der T20. Den habe ich vergoldet im Online-Modus. Den habe ich mal im Casino gewonnen tatsächlich. Oh yeah. Okay. Der wird jetzt sowas von rauslassen. In grün erst einmal, aber den werden wir nur umlackieren. Keine Sorge. Jetzt kriege ich Werbung auf mich. Jetzt habe ich was gekauft und dann kriege ich Werbung. Jetzt hast du eine Garage, füll sie mit Autos, kauf ein paar Autos bei Legendary Motorsports. Achso, ja, hab ich schon. Macht gerade. Lol. Vielen Dank für Ihre Bestellung, Mr. Clinton. Ihr neues Modell T20 wurde zu Ihrer Garage geliefert. So, Cuida 2. Genau.
Alter, jetzt... Oh. Da ist er. Der T20. Geil. Ist halt eine meiner Lieblingskarren, muss ich sagen. Yeah. Aber wie ich ja schon gesagt habe, wir müssen den noch modifizieren. Scheiße, zirkt der weg. Oh. Oh mein Gott, das ist das erste Mal, dass ich den T20 mit der Fähigkeit fahre. Ich fühle mich dieser Karre auch so verbunden, weil das meine erste Karre war, die in Online-Modus im Casino gewonnen habe. Und ich möchte mir jetzt zuerst keinen Unfall bauen, weil ich nicht weiß, wie es mit der Versicherung ausschaut. Ich habe einen Unfall gebaut. Scheiße, vorne fetten Kratzer drin. Los Santos Customs. Genau den Laden brauchen wir, um unser Auto zu modifizieren. Deswegen mache ich das Ganze hier mit Franklin. Der wöchentliche Gewinn beläuft sich auf 1600. Aber das ist egal. Ich hoffe mal einfach wirklich, dass ich mich nicht verdue habe und das so ist. Ah ja, aber du kannst jetzt dein Auto dort kostenlos tunen. Was? Ich meinte, dass ich halt einen Rabatt kriege, aber kostenlos? Alter, ich habe alles richtig gemacht. Immer klar, ist scheißegal, wir haben Skate, aber trotzdem drauf wir mal rein. Oh, warte mal, zuerst liest mal erstmal was die Saison. Was zum Henker? Ich habe gehört, du hast eine Filiale von Los Santos Customs gekauft, Mann. Irre. Hast wohl doch mehr auf dem Kasten, als ich dachte. Schätze, dann kann ich dir für meine Arbeit wohl nichts mehr berechnen, was? Aber versprich mir bitte, dass du von mir jetzt nicht verlangst, dass ich dich postele. Grüß diesen Dampfquatscher Lamar von mir. Hau. Ach so, Hau arbeitet beim Customs. Ach so. Geil, kostenlos reparieren. Ja, ist nicht mein Beat. Okay, geil. Und jetzt nehmen wir die dicke Karre und modifizieren sie vollständig. Dafür brauchen wir Panzerung. Und das ist wirklich komplett kostenlos, oh mein Gott. Aber halt nur für Franklin. Bremsen, besten Bremsen. Stoßstange, Carbon-Rennsplitter, Heckstoßen. Diffuse in Primärfarbe. Das hat was. Motor. Ihr seht, was das an der Beschleunigung verändert, oder? Leck. Feuer aufmotzen. Auspuff. Oh ja, Chrom. Chrom schaut gut aus. Motorhaum. Doppeleinlass. Hupe. Die wollen wir. Diese Hupe. Oh ja. Wir wollen Bodenbelichtung. Und zwar in... Oh ja, ich glaub Mintgrün, aber ich muss dann die Farbe vom... Ich muss dann die Lackierung nochmal ändern. Gelb auf schwarz ist Nummern dafür. So, Lackierung. Oh ja. Hellgrüner Metallic Look. Die Sekundärfarbe Frostweiß. Ja, und beim Doch dem haben wir noch ein bisschen was verändern. Seitenverkleidungen. Ja, machen wir auch. Perfekt. Getriebe, Renngetriebe. Turbo hauen wir rein. Erstmal Reifenverbesserung. Schusssichere Reifen. Das ist immer das Wichtigste. Boah, Felgen sind immer schwer. Und Felgenfarbe. Mach mal dunkel, genau. Tuningreifen. Brauchen wir ja aus Spaß an grünen Reifenqualm. Und dann mache ich immer ganz gern, dass ich die Fenstertöne, aber nicht komplett dunkel, sondern so leicht, nur ganz leicht. Und so schaut der Spaß dann aus. Das bockt sich da die Song. Ja, okay, Leute, es ist euch schön gut, ne? Aber ändert gerade irgendwie nichts, dass ich das Achievement nicht gekriegt habe. Von wegen ein Auto, ein Fahrzeug vollständig modifizieren. Ich glaube, da muss ich mir nochmal nachschauen. Ah, okay, ne, nevermind, ich hab's vergessen. Hier, die Scheinwerfer, die muss ich noch ändern. Das habe ich auf jeden Fall vergessen. Jetzt, Los Santos Customs. Modifiziere ein Fahrzeug vollständig. Es haben halt echt nur die Scheinwerfer vorn gefällt, weil ich hab gemeint, das langt mir die unten Bodenlöcher in die Bau, aber nö. Ja, Leute, dann war's das mit dieser Folge. Wir haben einfach nur fett Money ausgeben. Gut, und Achievement rumgeholt natürlich auch. Wir sind auf 100% Kurs. Stimmt, ein Auto online kaufen zählt auch zu die 100% tatsächlich. Wir haben jetzt 97,5% oder irgendwie sowas. Also Fui fällt nicht mehr. Die werden wir vervollständigen in einem Livestream. Aber die nächste Folge findet ihr in der Endcard, sobald sie online ist. Bewertung nicht vergessen natürlich. Und bis zum nächsten Mal.